Herzlich willkommen. Schönen guten Abend hier am Forum Gesteknäppchen oder virtuell auf lod.lu. Weil das, was wir den Abend hier erleben, kann ich noch virtuell mitkriegen. Oder für anders zu sagen, guten Abend, guten Abend. So klingt Lützeburg, oder ob manst, wurde mal so geklungen, 54 Jahre. Das belegt das Wirk, das wir uns vorstellen, an der Lodoas. Knapp 100 Jahre, nachdem sein erste Kehr ein Spruchkehrt hier am Land rausgekommen ist. Nämlich 1927 am Richard Huss seinem Bichelchen Studien zum luxemburgischen Sprachatlas am Band 2 von den Beiträgen von der Lützeburger Spruchgesellschaft. Ein Bichelchen also. Das, was wir den Abend vorstellen, das geht nicht am Diminutiv. Da muss man direkt an das Superlative ran. Das Zölle belehnet 613 Plätze, 600 Karten, 40 Symbole, 197.000 Zeichen, eine Viertelmillion handgemolte Rotrundeln an Blutdreiecke. Das ist der Lützeburger Spruchatlas 1900 vom Alain Atten a Claude Schmidt. Zusammen haben sie Monatelang daran geschafft, Vakanzen goufen also gut verlöscht, für das alles auf den Dibbelche korrekt soll sein. Wie das war aber nicht den Endspurt. Für den Alain Atten wäre der Lebensmarathon. 15 Jahre lang ist er durch das Land gezogen, sogar nach über die belgische Grenze raus, hat gesammelt, abgeschrieben, und noch 50 Jahre danach ist der bestehen, ein paar Bayer und durch zwei kräftigen Deckeln. Es gibt viel zu sagen, es gibt viel zu erzählen und es gibt auch viel zu feiern heute. Wir gehen vor, wie alles gegangen ist, wie alles entstanden ist und wie es soll weitergehen. Und wenn wir feiern, da soll es ja auch richtig feierlich sein. Dafür gibt es diesen Abend begleitet, musikalisch, vom Duo Orphée. Das sind Geneviève Conta auf der Harfe und den Etienne Plasman auf der Flöte. Also sie begrüßen dich musikalisch mit dem Stück Elegia vom Luigi Maurizio Tedeschi. Viel Spaß.
Herausbrächt gëtt den Lützeboer Spruchatlas 1900 vom Zentrum für die Lützeboer Spruch, kurz ZLS, an von der Section de Linguistique, d'Ethnologie et d'Onomastique, kurz LEO, vom Institut Grand Ducal. Aber weil den ZLS ja zum Edukationsminister gehört, als der nächste Redner den Abend dann noch den zuständigen Minister Claude Meisch. Also geht besser. Herr Ehrestaatsminister Jacques Santer, sehr geehrter Herr Professor Henning Löbin, die Damen und Herren, alle Guten. Wir sind uns bewusst, dass man in einem kleinen Ländchen leben. Aber wir sind hoffentlich darüber, dass das Ländchen fertig bringt, doch ganz unterschiedliche Gegenden, und da wir da auch unterschiedlich Gewünschten, und nochmal unterschiedliche Mentalitäten dafür bräuchte zu haben. An Hai gesehen man nach einkehr, dass man doch fertig bräuchte haben, unterschiedliche Ausdrucksformen doch zu pflegen und weiter zu gehen. Wir haben nun eben mal Deisleck, wir haben Staat, wir haben Musel, wir haben die Minette, und ganz viele andere Gegenden nachher. Wir werden heute den Abend nach erleben, dass es mal heinz ja, an enger Gemeng unterschiedliche Ausdrucksformen gibt, wo der ganz nur bei ihnen die Leute doch aber dasselbe gemengt tun, mit ernst das ausgeschwert haben. Ich bin froh, dass wir nicht denen erfahren, die man in den letzten Jahren ganz intensiv gemacht haben, für als Spruch weiterzugehen, die Leute, die bei uns gekommen sind, für heute zu leben, aber auch für den Jungen, etwas von unserem Spruch mit zu gehen an der Schule, mit einem neuen Schulfach, unter anderem, dass wir auch zurückgucken, wie es als Spruch eigentlich geschwert gehen, wo wir es eigentlich heute nicht mehr so an der Realität können erleben, und dürfen eben der Spruch Atlas 1900, wie es 1900 geschwert gehen. Und dass das vielleicht auch etwas Ernstes als wie heute da geschwert gehen ist, das wissen wir auch, weil die einzelnen Ausdrucksformen aber riskiert tun, zu verschwinden, ein bisschen zu diluieren, weil wir auch gewünschte, wie wir gelebt haben, ja auch geändert haben, das haut nicht mehr so, dass den am selben Dorf geboren ist, an die Schule gegangen ist, und dann noch den Haff überholt hat, und vielleicht dann auch zu Graf gedrohen gegen Ashaut, geht den irgendwo Geburt, geht den irgendwo an die Schule, plündert die vielleicht dreimal dazwischen, da könnte Lisse, und geht den raus auf die Uni und kann den zurück und schafft den mit ganz vielen anderen zusammen am Alltag, die das Lützeburg ähnlich das ausschwätzen, wo wir auch wissen, dass wir ganz tags dann kein Lützeburg mehr am Alltag, im Berufsalltag gebrauchen. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass das, was heute am Spruchatlas 1900 dokumentiert, dass so es heute schon nicht mehr geht. Ich muss sagen, ich hatte die Chance, das relativ frei mit zu kriegen, dass wir zwar ein Land sind, mit eigentlich enger Spruch, aber dass auch die Spruch nicht immer so ganz versteht, wenn man einen anderen schwätzt. Das war mein Papa mit seiner Familie am Eichleck telefoniert hat, und ich meine Mom gefragt, was also los ist. Weil er hört, in Lützeburg geschwärzt wird, mir in dem Moment nicht so gelebt war, aber nicht einmal, hast du eine Woche bei der Familie an Eichleck auf der Bauern haben und Vakanz gegangen sind, und ich auch hast du ein bisschen nachfragen, was mengt da dann do, Mutter? Ich kann mich immer erinnern, dass ich die Woche da war, wo samstags den Prinz Charles und Diana bestellt dürfen. Und das war über die ganze Woche ein Thema an der Familie. Jeder hat andauernd von der Hochzeit geschwärzt. Und ich habe immer gemeint, was hosten die Leute dann da? Bis ich dann irgendwann mal herausfand, werdet gehen, dass die unterschiedlichen Ausdrucksformen noch heute noch zu Diskussionen können feiern, dass weiß den an einer Gemeng abgewusst ist, wo schaut noch nicht als ob es die verdient oder die verdammt ist. Und das weiß auch den von seinen
egene Kanner immer reprochéiert krit, dat op schonnech mech als Minetstap verstinn, aber mir an dir so an net mehr an der, weil Rëmenker dorauser kënnt, dat mé Papa aus de Meisleger an még Mam vun Rolling by Painting an du hunn se eben net mehr an der gesot, an sinn eben so op gewus an még Fras vun Näger an, déi huet an de Meer an der mat an Familie abrucht a Menge Kanner den dann da weiter ginn. Also jidereen denken ich kann ha Geschichten zielelen, a jidereen erinnert sich o Geschichten, a jidereen fand dat eigentlich auch ganz interessant zu wissen, dass man an einem Ländchen leben, wo es eben so viel Kuriositäten auch gibt und unterschiedliche Ausdrucksformen auch gehen hat. Ich will dafür helfen und allem dem Alleratte merci so, aber auch dem Claude Schmidt, weil an der Kombination etwas Formidables fertig wird. Alleratten, den sein Leben gehen wird, wird Lützebauer Spruch an einen guten Teil von seinem Leben in NRW war, an viele Stufen, denke ich, hier rakom as an notiert huet, am Detail notiert huet, wie die Leute dann durchschwätzen. Und der hat hier am Land gemerkt, da war auch am belgischen Grenzgebiet, an alles dat war ein enormen flotten Datenschatz, den hier wirklich existiert huet, an den dun mat der Hilfe auch vom Geograf Claude Schmidt a Form von einem Atlas Lohai firleit. Dat as ein emolicht Dokument, ich gebe so das ein Monument, weil es huet eng monumental Charakteristik wat firleit, an et dokumentéiert einfach auch als Spruch, wie se geschwert gin ass rund 1900 oder für die an de Jahre 1900 an nur opgewus sind, an ich denken, dat auch dat als der Spruch schëllech sinn, mir sind er schëllech fir se weiterzugehen, mir sind er schëllech fir se lewech zu halen, mir sind auch schëllech fir se so zu entwickeln, dat ze haut an de moderne Lebensgewunnechten auch nach Ka genutzt gin, an mir sind aber auch schëllech, dat man se eieren an dokumentéieren, so wie se nun ebenmal wären. Dürfir ich, Herr Atten, an noch Herr Schmidt, ganz, ganz großen Merci hierfür. Als nächstes habe ich die Ehre, Herrn Professor Dr. Henning Lubin, Direktor des IDS, des Instituts für Deutsche Sprache aus Mannheim, auf die Bühne zu bitten, der sich mit einem Grußwort an uns richten möchte. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident Santer, sehr geehrter Herr Minister Maisch, sehr geehrter Herr Präsident Ensch, sehr geehrter, lieber Herr Kollege Marteling, sehr geehrter, jetzt würde ich fast sagen, Sprachmattes Herr Atten, sehr geehrter Herr Dr. Schmidt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es geschieht nicht oft, dass so viele Menschen wie hier zusammenkommen, um eine Sprache zu feiern. Es gibt Tagungen, es gibt Konferenzen in der Wissenschaft, es gibt Institutionen, die gegründet werden, die Jubiläen haben. Aber um eine Sprache zu feiern, kommen normalerweise die Menschen nicht zusammen. Ich glaube, heute ist ein großer Festtag für die luxemburgische Sprache. Rechtzeitig zum nationalen Feiertag, den Sie ja, glaube ich, am Freitag dieser Woche begehen werden, ist dieses epochale Werk zur Dokumentation der luxemburgischen Sprache fertig geworden und wird der Öffentlichkeit vorgelegt. Und dieses ist für das Großherzogtum Luxemburg, denke ich, eine ganz besondere Gelegenheit, auch über ihre eigene nationale Sprache zu reflektieren. Die Situation der Sprachen in Luxemburg ist ja eine ganz besondere. Sie vereinigen sozusagen Mitteleuropa in sich, sozusagen die großen Sprachräume, der deutsche Sprachraum, der französische Sprachraum, aber auch das Regionale, was ja Europa auch macht, wird bei Ihnen auf der sprachlichen Ebene abgebildet. Und das ist das, was wir, glaube ich, alle in den Nachbarländern von Luxemburg auch so sehr bewundern an Ihnen.
Es ist auch, wenn ich eine Vorlesung zur Sprachpolitik und zur Sprachsituation halte in Europa, Luxemburg immer ein ganz besonderer Fall in der besonderen Schichtung der Anwendung der verschiedenen Sprachen, die hier bei Ihnen zu verzeichnen ist. Und die Art und Weise, wie auch das Luxemburgische eben zu einer Landessprache in den letzten Jahrzehnten und über einen langen Zeitraum schon ausgebaut worden ist, eine große Errungenschaft, die Ihnen allen gemeinsam hier gelungen ist. Ich komme zu Ihnen als der Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Deutschland, ein Institut, das gemeinsam vom Bund und allen 16 Bundesländern getragen wird, mit der Aufgabe, das Deutsche zu dokumentieren und zu erforschen und dabei auch natürlich die verschiedenen Nachbar- und Kontaktregionen auch mit in den Blick zu nehmen. Eine wichtige Aufgabe sind natürlich auch gewisse Kodifizierungsaufgaben. Für das Deutsche gibt es außerordentlich wenige Kodifizierungen nur. Lediglich im Bereich der Rechtschreibung gibt es verbindliche Regeln, die sind aber auch nur für Schulen und Behörden verbindlich. Grammatiken, Wörterbücher oder Ähnliches gibt es nicht. Wenn Sie also mit dem Zentrum für luxemburgische Sprache, das mein lieber Kollege Herr Marteling leitet, hier tatsächlich weitere Kodifizierungen vornehmen, dann werden Sie hier tatsächlich auch einen Stand erreichen, wie er in gar nicht so vielen europäischen Sprachen Bestand hat. Herr Marteling selber ist auch, so wie ich, Mitglied im Rat für deutsche Rechtschreibung. Da kommen wir bezüglich der deutschen Sprache zusammen und ich schätze es ganz überaus, dass eben Luxemburg in diesem Rat vertreten ist und die sprachliche Vielfalt, die eben auch auf das Deutsche ja zurückstrahlt, dadurch auch einen Ort in diesem Rat bekommt. Es gilt hier ein bedeutendes Werk zur luxemburgischen Sprache zu ehren, den luxemburgischen Sprachatlas, ein Meilenstein, wie Sie in Ihrem Geleitwort, Herr Minister Maisch, gesagt haben. Und Herr Präsident Ensch, Sie haben ja schon auch in Ihrem Geleitwort in dem Werk gesagt, dass diese Forschung schon eine fast 100-jährige Tradition auch beinhaltet. Das ist hier ganz deutlich zu sehen und doch ist dieses Werk auf einem ganz anderen Niveau heute angesiedelt, als es die frühe Forschung auch vornehmen konnte. Es ist ein beeindruckendes Werk in der Fülle der sprachlichen Daten, in der Fülle des Kartenmaterials, eine beeindruckende Leistung der germanistischen Arbeit, kann man auch sagen. Und ich stehe auch hier sozusagen stellvertretend für die internationale Germanistik und spreche Ihnen, lieber Herr Atten und lieber Herr Dr. Schmidt, meinen ganz herzlichen Dank für diese großartige Arbeit aus. Der luxemburgische Sprachatlas soll eine Grundlage sein für weitere Forschungen, aber auch eine Grundlage für weitere Kodifizierungsprozesse des Luxemburgischen, so habe ich es jedenfalls gelesen und verstanden. Und so kann ich nicht nur den Fachleuten, sondern Ihnen allen, den Bürgerinnen und Bürgern Luxemburgs, ganz herzlich nur gratulieren dafür, dass Sie dieses besondere Werk nun Ihr eigen nennen können. Ich wünsche diesem Werk ein gutes Gedeihen in Ihrer Sprachgemeinschaft, eine Rezeption, die es würdig und wert hält in der Fachgemeinschaft und danke Ihnen allen dafür, dass Sie heute gekommen sind und für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Das ist ein Zusammenarbeit, das ist schon geklungen, das ist ein Atlas zwischen dem ZLS, dem Zentrum für die Lützeburger Sprache, und dem Institut Grand Ducal, wie präzise, das ist in der Sektion de Linguistique, d'Ethnologie et d'Onomastique, also kurz LEO, von der auch den allerertenden Vizepräsident ist. Der Präsident Jean Ensch wird uns dann in seinem Diskurs einen Abblick geben an die Geschichte von den Spruchkarten. Herr Ehrenstaatsminister Jacques Santer, Herr Edukationsminister Claude Maisch, Herr Kommissar für Lützeburger Spruch Pierre Reding, Herr Direktor vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache, Professor Dr. Henning Lubin,
liefern von der Lützeburger Spruch. Der Sporatlas, den die heute vorgestellt kriegt, geht zusammen vom Zentrum für die Lützeburger Spruch von der Sektion de Linguistique vom Institut Grand Ducal rausbricht. Dafür von unserer Sektion aus auch ein dicke Merci und den Herr Marteling für das Zusammenarbeit. Die Kartierung, die große Quantität von Informationen an einer grafischer Form einfacher verständlich auf einer Landkarte durchstellt wird, schon frei an der Linguistikforscher interessiert. Den Georg Quenker hat zwischen 1890 und 1923 sein Monumentalwerk Sprachatlas des Deutschen Reiches zu Marburg rausgebracht. Sein Atlas basiert auf seinen 40 bekannten Wenkersätze, die er über den Zeitraum von 1876 bis 1896 abgeholt hat, für die Lokaldialekte zu dokumentieren. Das Dokumentationsbericht hat dann den John Meyer von der Universität Freiburg am Jahr 1895 dazu gebracht, dass Erhebungen auch für Lützeburg vorzuschlagen, was in 1899 geschieht ist. Hier war ganz stark darunter interessiert, weil er hat als einer Doktorarbeit Untersuchungen über den Dichter und die Sprache der Jolanda geschafft, an die aus 1891 unter dem Titel Bruder Hermanns Leben der Gräfin Jolanda von Vianden als Buch rauskommt. An den Jolanda-Epos vom Bruder Hermann, der gilt ja bekanntlich als das erste Spruchdokument vom Lützeburgisch-Moselfränkischen. Am Jahr 1924 ist die Lützeburger Spruchgesellschaft gegründet worden, und aus der ist dann 1935 Section de Linguistique, de Folklore et d'Onomastique vom Institut Grand Ducal aufgegangen. An der Initiative von Leuten wie Tockert, den da hier am Bild sieht, Görgen, Schmidt, Senninger, Platz, war ein nächster Versuch am Dezember 1923 gemacht worden. Auf der definitiven Gründungsversammlung hat den Batti Weber den 22. Mai 2024 einen Vortrag die gute alte Zeit gehalten. Kann ich sich fragen, für was ein Feuilletonist, und nicht ein Prof oder ein Spruchwissenschaftler, den durch für ein Leid getrunken ist. Mit dem Batti Weber war Städterland bekannt und er war auch unter Spruch und der Spruchgeografie interessiert. So hat ihn an engem von seinen Abreißkalendern vom 10. Dezember 2022 geschrieben, dass hier vom Ernestplatz, der war chargé de cours am Collège, ein Exemplar von seiner Doktorthese auf der Uni Freiburg geruht hat. An These hat den Titel Ballet, Étude de Géographie linguistique et sémantique. Der Batti Weber war darüber begeistert. Eine Arbeit von einem Luxemburger in der Schweiz verfasst, in Italien gedruckt, sind wir nicht international. Für was hat der Platz sich Lode Biersem rausgesicht, den wo bestimmt linguistisch ganz interessant, aber ich meine, dass nach einem anderen Grund ging. Sein Pap, den Antoine Platz, hat nämlich an der Städtegeschäft mit Biechten, Biersemen an einem Material für Stud und Handwerk. Also der Platz hört sich also mit Biechten und Biersemen bestens auskannt. 1910 hat die Familie eben noch changiert und sich auf Begriffnisse angestellt, an dem Business schafft sie auch nach Haut. Der Ernest Platz ist zu Dijon gestorben, nachdem sie gerade wie den Terraché, von dem wir nach später schwätzen, zu Straßburg und zu Dijon enseigniert wird. Am Sommer vom Jahr 1924 fand man an der Lützeburger Presse eine Mitteilung, dass der Professor Richard Hus von der Universität Szegedin, haut am Dreiländereck Ungarn, Serbien und Rumänien, für eine Begleitung von einem Member von der Lützeburger Spruchgesellschaft zu Lützeburg, Zitat, während der nächsten Wochen in einer möglichst großen Anzahl luxemburgischer Ortschaften mittels eines Phonographen die Dorfmundarten zu fixieren und auf diese Weise das Material zu einem luxemburgischen Sprachatlas zu sammeln. Zitat Ende. Dafür sollten sich Leute, die wollen helfen, beim Herrn Ernest Platz aus Klausen melden. Dem Hus also die Anwendung
von engem Lützeburgische Sporatlas in die Großerbicht vom Georg Wenker gangen, an natürlich auch ein Thema, was demals ganz ermot fuhr, nämlich Durchheimat von den 7 Bürger Sachsen. Also die Personengruppe, die eigentlich gar kein Sachse waren, an der am 12. Jahrhundert zum größten Teil von der Westgrenze vom Heilig-Römischen Reich dünn als 7 Bürgern, also Königreich Ungarn, ausgewandert sind. Dem Ernest Platz waren Sprachekerten auch nicht Unbekanntes. Sie hat schon 1918 zu Genf eine These publiziert mit dem Titel Recherche sur la formation du genre et la superposition verbale d'après l'Atlas linguistique de la France. Hier war also bestens mit dem Schweizer Linguist Jules Guilleron seinem Atlas linguistique als seinen Erbichten am französischsprachigen Raum bekannt, gerade wegen Hus sich mit dem Wenker auskennt wird. Auch die Lützeburger Spruchgesellschaft hat das Thema interessiert. So hat sie den 18. Oktober 26, 6 Monate vor dem Tod von Jules Guilleron, einem Vortrag von Adolphe Louis Terrachet, Rektor von der Akademie von Dijon, und Gründer von der Société de Linguistique Romane, noch gelauscht über die Geschichte und Technik von den Sporatlanten mit einem Schwerpunkt auf eben Methode von Guilleron. Die erste Spruchkeit, die heute zu Lützburg rausgekommen ist, und das wird Resultat von den Aufnahmen von 1924, kann ich finden an einem Bichelchen vom Richard Huss Studium zum luxemburgischen Sprachatlas, die Lützeburger Spruchgesellschaft 1927 am Band 2 von ihren Beiträgen herausgehen wird. Hier ist die Karte, die ist wirklich schwer zu lesen, weil den Huss hat hier 10 verschiedene Wörter dokumentiert und darüber hinaus auch noch das diachronische Element mit bringen. Sowohl die Abnahme von 24 wie eben noch die Relevé von 1889. Dann sind die Spruchketten an der Lützeburger Forschung nicht mehr wegzudenken. Das Jahr vorhin hat den Huss schon bei der Spruchgesellschaft einen Beitrag mit dem Titel Luxemburg und 7 Bürgern rausgehen. Darauf sind auch schon wie 1826 die Al-Reimerwehen angezeichnet. Den Josi Meyers, dem späteren Museumsdirektor, seine Siedlungsgeschichte aus dem Jahr 1931 hat auch das Altstraßennetz als seinen Kärten rausgebracht. Darüber hinaus hat er auch Morphologie vom Terrain, wie nicht nämlich an der Toponymie geforscht, Hydrographie, alles als ein Kärtenmaterial rausgebracht, weil da, wo die Leute natürlich hingegangen sind oder eventuell nicht hingegangen sind, als auch die Sprache mitgegangen. Tellen Palgen von 1960 bis 1976 Präsident von einer Sektion und 1940 Studien zur Lautgeografie Luxemburg herausgehen. Von 180 Karten, die sie da wenigstens gezeichnet hat, hat sie da 19 herausgewählt, die am Großformat an die Publikation angebunden sind. Die bekannten Robert Bruch war nach seinem Studium an Deutschland und an Frankreich Deutschprof am Jungen Lycée an der Stadt. Seine Forschungen und Publikationen über die Lützeburgisch weisen, dass hier schon frei aus seinen Erbichten für die Sprachatlas angefangen wird. Wir fanden Details von Spruchkarten 1953, Grundlegung einer Geschichte des Luxemburgischen, Dönner Sänger Lützeburgischer Grammair von 55, dann auch an Aufsätze wie Miselisch oder Mundart des Nordöstlings. Er ist leider am Jahr 1959 bei einem Axos-Accident verstorben. Sein Erbicht, die nach nicht fertig war, aus dem aufgeschlossen ging, an posthum 1963 zu Marburg rauskommen. Zu Marburg hatten sie just eine Serie über die Lokaldialekte, regionale Sprachatlanten angefangen, an oder Publikation über 7 Bürgerisch, als die Lützeburgisch als Nummer 2 an dieser Serie rauskommt. Den Bruchsei Sporatlas am Druck schon längst vergraben, was an der Zwischenzeit digitalisiert ging, das wurde Jahren 2003 und 2016. Für das geschwerten Lützeburgisch von Haut zu erheben, hat die Uni Lützeburg eine App entwickelt, wo jeder kann mitmachen. Auch bei dieser App, Schnüssen heißt sie, gehen Tonaufnahmen kartografisch dokumentiert. Nach diesem unkompletten historischen Exkurs kommen wir mal auf den neuen Sprachatlas vom Erraten an die Sektion Linguistik zurück.
den erten Jahrgang 1931 als Ufangs 1960 60er Jahren Membre Korrespondant von der Sektion de Linguistique. Am Jahr 62, also für rund 61 Jahre, an Jahr für der Publikation von Robert Bruch, singem Sporatlas hat nur gefangen, das Lansing-Sporerhebungen zu machen. Am Jahr 1964 als hier Member von der Diktionärskommission ging, die von 1950 bis 1977 auf 4 Bände an ein Ergänzungsband Luxemburger Wörterbuch zusammen gestaltet wird. Seit über 20 Jahren als hier Member vom Büro, also der Komitee von dieser Sektion, wo ein Haut ein Vizepräsident ist. Die mehrere Publikation bei dieser Sektion war am Jahr 1967 und hat den Titel Ammicht auf der Bühne. Den Ammicht war früher ein Zusammenschluss von den jungen Männern aus einem Dorf, Borscht genannt, und das war auch verbunden mit einem Rügebrauchtum, wo Verstehs gegen gesellschaftliche Normen und Regeln durch an einer Art Prozessspiel abgefordert wurden. Damit also noch mehr kompliziert, da gehe ich noch nicht weiter drüber. Seine Sprucherhebungen hat er auch anderen Forscherkollegen an der Sektion zur Verfügung gestellt. Die Fullen nimmt zum Beispiel den Herrn Henri Rinnen, der noch aktiv an der Vogelschutzliga war, deren am Pflanzen nimmt und den Herrn Henri Klees, den aufgrund von seinen 2 Bücher Luxemburger Pflanzennamen an Luxemburger Tiernamen ein paar Verbreitungskärte gezeichnet wird. Wir sehen heute zum Beispiel die romanische Form von Wackelter, Geifer, was nach Fougenièvre Juniperus könnt, an noch Flantermaus, Fledermaus, wo eben 3 verschiedene Wortformen hört. Dieselben Henri Klees hat aus seinem Werk Geographie der Luxemburger Familiennamen auch 112 Kleinkärten mit Verdelung an Häufigkeit von Familiennum gehangen. Heute zum Beispiel die Karte vom Familiennum Sünden aus dem Jahr 1930, basiert auf der Volkszählung, an den ein ganz stark regional Resilienz hat, wo einer nimmt sich schon längstens viel mehr verdelt haben. Los auch nach so an das 2015 Dünni Lützeburger ein Luxemburger Familiennamen Atlas online geschaltet hat, 4 von verschiedenen NIM-Varianten an der Großregion durchgestaltet. Ich selber habe den Herrn an den 70er Jahren kennengelernt. Gewöhnlich am Leser von den Archiven oder beim Service de Presse von der Nationalbibliothek sind wir begegnet. Und da sind immer lang auf flott Gespräche gehen. Neaten hat mich den Anfangs in den 90er Jahren als Membre Korrespondant bei der Sektion de Linguistique vorgeschlagen. Das ist also sozusagen mein Peter. Neaten hat aber nicht nur am Mosel-Fränkische geschafft. Als Beispiel 1980 hat er noch über Wallonisch am Grenzgebiet von Donkels als Soller eine Publikation herausgegeben, die sowohl von dieser Sektion wie auch von der Gemeinde Sandpfeiler herausgekommen ist. Ich bin damals zusammen mit meinem Peter auf Sanzela gefahren, wo ich dann noch Gelegenheit hat, der wallonische Linguistikprofessor, der Michel Francard von Berschnich, mit dem ich bis dahin immer nicht mehr brieflich verkehrt wird, mal persönlich kennengelernt. An dieser Etude, da war auch ein Glossar dabei, und da finde ich dann noch das Wort vom Biersem, Ballet, werde ich auch schon viel drunter nimmt, und an dem Eck Ramon genannt ist. Ihr kennt Wort vielleicht noch vor Ramoneur de Schafstichfair. Mit dem Wort Ramon will ich dann auf dem Guilleron sein Atlas kommen. Hier ist ein Detail von seiner Spruchkarte, auch mit dem Wort Ramon, längs die Belsch-Lützeburger Grenze. Da habe ich die Silhouette vom Lützeburger Land auch kurz angedeutet. Ihr seht auch, dass Frankreich da an der damaligen politischen Grenzen ist. Der Guilleron wird da auffällt, dass das ein herzlich wenig Belege eigentlich haben. Wir haben da Wernen, was bei Erel, Saint-Pierre bei Libramont, Berschnich auf Filmsaal. 4 Stück, das ist es. Wobei am neuen Sporatlas praktisch all Lützeburger Ortschaft dokumentiert ist. Wenn die Rich gefragt hat, wie wird das Kartenbezeichnung Sporatlas 1900 hat, an nicht Sporatlas 2023, als das eine Abnahme von Leuten gemacht und die 1900 respektive hier drin geboren sind. Hier werde ich ja noch bestimmt mehr über die Methodologie erzählen können. Auch die Qualität von der Grafik hat einen großen Sprung noch hier gemacht. Wenn man die Karte vom Haus guckt,
an se mat de Kärten hai an diesem Atlas vergleicht, dann kann en nimmen die grafisch erbig löwen, den Herr Claude Schmidt auf herdigburcht huet. Himsingen Bemeungen as se verdanken, dass diesen Atlas dat ginn ass wetten ass an d'ombrären Publikaoun mat anderen Publikaoun am Ausland net ze scheien. Dodurch dass Kärten natürlich alle guten elektronisch sind, können sie ausgebaut gehen, kann in Kärte kombinieren, über lehen, kann in diachronische Veränderungen dokumentieren, das ist alles möglich. An all Recherche steht hier auf der Schultern von dem anderen. Und da kann ich noch mit der Zeit eben weiter aufbauen, oder auch verbessern oder neu interpretieren. Und da denken wir an den John Mayer, den ich anfangs so nimmt tun, an den Sporopnamen angefordert wird, wie ihn im Yolanda geschafft wird. Stichwort Yolanda, den Original wohl lang verschollen oder fast vertesselt ging an der Bibliothek beim Grof von Anseburg. Aber in 1999 durch die Guibert-Manuskript von Guinness sind da auch neue Forschungen umgegangen. Eine Sektion hat damals auch ein Projekt angelegt, La Comelle, Language and Culture in Medieval Luxemburg. Und da hat auch über Yolanda geschrieben, zweimal am Jahr 2000 und dann am Jahr 2014 Joland van Vianden lemmatisierte Konkordanz zum Codex Mariendalensis. Also das Gruppieren, Reduzieren, reflektiert wird auf die Grundform, also so wie sie eigentlich an einem Diktionär stehen. Wenn ich verraten, dass das erbig 675 Seiten hat, also in der Datei eigentlich mal so viele Seiten zugeschlagen, da versteht ja, dass das Buch kein gemütlich Feierabendlektüre ist. Wenn den Ratte kennt, der weiß ja, dass er nicht ruhig sitzen kann, aber ihr merkt, den hat los sein besten gelöst, den irrt sich ganz fern. Talschecht, der phonetische Sporatlas, den er so durch. Mir denkt schon an der Tragödie zweiter Teil, ein Atlas mit Wortschatz, mit Vokabular. Zwei Kärten für Ablesen zu machen, sind schon an diesem Atlas dran, das ist den Pannewippchen an Deidex. Wir werden uns also rumgesehen an Dorops Freie-Mir-Reis. So, da sind wir viel gewohnt gehen, die wird Geschichte von den Spruchatlassen und dem Funkel neu, in dem Region de Noven präsentieren, dass sie dann am großen Ganzen so 60 Jahre geschafft gehen. Wie das Erbisch dann noch konkret an der letzten Main ausgesehen hat, das war im Region an einem Reportage, den RTL Tele Lützeburg realisiert hat. Und die gesehen haben an Avant-Première. Ein großes Merci dafür an RTL, an der Runde, den er gemacht hat, nämlich den Raul Roos. Ein ass fertig gedrickt, der Lützeburger Spruchatlas 1900, mit bald 600 Karten, die weisen, dass es an unserem kleinen Land teilweise große Unterschiede an der Spruch gibt. Dass die Marketing-Sekretär, die weil 3 Jahre am Gangen als endlich rauskommt, dass den da kann Akzente setzen. Viele Leute sind noch nie arbeitet, da das was mehr ändern wollen. Und dafür Menge mehr, dass es notwendig wäre, die öffentlichen Finanzen umzuverteilen. Für Domata zu verhindern, an der Vollstoffe. Neu Lektionen, die an Dermut fallen. Leckt für Leid oder hackt oder hockt für Haut, das eisleckisch. Natürlich gibt es doch noch andere Differenzen. Also, die eisleckisch schon ganz tags den ST am Platz, den SCHT. Also, wenn ihr Göster seht, das Gösteren, der Kochter, das der Koster, das muss ich dabei holen. Und dann sind die Vokalen tags mit kurz. Also, wenn wir so lang, ein Pan, ein Zang, dann ist es basisch lang, ein Pan, ein Zang. Der Spruchatlas von Haut ist weiterführend vom Spruchwissenschaftler Robert Bruchsinger Atlas. Entstanden ist es eigentlich mit Bruchsinger tot. Das wäre ich wahrscheinlich nie auf die kommen, für Ferien zu fahren. Je nach mit 39 Jahren weggefallen. Du war ich beim Militär. Und ich bin kurz danach am Staatsarchiv angetreten. Und ich bin noch gleich gebeten, für den Diktionär mal zu schaffen. Durch puren Zufall waren 3 von meinen Professoren, die ich hatte, die waren an der Diktionärskommission. Da war ich direkt da willkommen
ich habe gedacht, dann machst du das weiter. Der Lützebauer Spruchatlas ass mam Center fir d Lützebauer Spruch zu Stern kom. Den alle Atten war hai regelmäßig op Besuch, fir hinnen déi Karten ze präsentéieren, déi en Zter de 60er Joren ugefang huet mat komplettieren. Das kann ja auch nimmen eigentlich an meiner Freizeit geschehen. Weil dann habe ich den Pengelgallig und den ganzen Kornball zu Fuß gemacht. Oder tut mal ein Kollege mich mitgeholt bei ihm, weil du hast ihm alle Relationen müssen nutzen. Weil sie müssen gucken, wie kennst du da? Weil die haben müssen Gesicht gehen, das ist nicht egal, den da wohnt, den dann noch gut ist für die Spruch. Der muss immer da gewesen sein an der Prinzip, für den du hältst dann nimmen, die 1900 oder 1900 geboren sind. Und genau, ja, das ist dann eben zu Fuß. No, bei Neckar. Es ist von wieder ausgegangen. Ich habe den Linien Stichwort gesagt, so auf normal Lützeburg, also normal von diesem Umgangs Lützeburg, und dann denke ich so, mehr so und so. Nodems all dat festgehalt gouf lochen des Notizen am Tierrang a goufen an den lächte Main vum Claude Schmidt op Papaier brucht. Am Anfang war schon sich so dabei gerufen gehen, also als Büro da will dat Kate machen und du bist du froh, kannst du das dann noch machen? Es geht alles auf der Hand, dann hat nur doch kein E-Mail oder so. Das heißt, ich kommuniziere dann von mich am Center von der Lützeburger Spruch und sie checken mir, hier geht alle Mittwoch dahin. Und sie fotografieren dann seine handgezeichneten Karten auf, die ich dann digital umsetzen und dann kriege ich auch so handgeschriebene Briefe, wo dann drauf steht, Herr Schmidt, und ich hätte das so und so. Und dann, wir haben das Original von allen Atten, die Thema der Hand gezeichnet mit der Schablone. Da sind ganz viele Runden an Dreiecken zum Mole gewirrscht, und die gehen da von Claude Schmidt überdrohen. Das heißt, die Karte gehen digitalisiert Punkt für Punkt. Und da kommt das heute Resultat raus. Dat gouf dann natürlich hei am Center vun Eis noch vum allen enke kontrolliert, ob du alles richtig iwwer drohe gouf oder ob auch alles logisch ist, so wie es muss sinn. Dofir goufen op der Landkarte 618 Punkten definiert. Und du muss ich da so wat gëtt op dem Beleg auch geschwert. Ich kann die auswählen, das heißt, ich kann so zum Beispiel an der Sohn gëtt dat wird gebraucht, an der anderen Sohn gëtt etwas anderes gebraucht. Für die Woche müssen die ganz phonetische Transkription machen. Das heißt, das ist ein Excel-Tableau, wo dann eben draufstehen könnt, welche Wort, wie ausgeschwärzt wird. Und da muss es so, dass die Geograf schon für drunter nie phonetisch geschrieben. Das heißt, das war ein bisschen wie chinesische Zeichen setzen. Das Resultat kann sich weise losen, an noch der Spruchmates als Domat ganz zufrieden. Ein Spruchatlas, bei dem viel kann beilehren, so auch der Claude Schmidt. Nach einem Jahr erstaunt, dass das wirklich so dir vergehen, wo quasi just an dem Dorf geht so geschwärzt. Das heißt, da man ganz viel wie Lokal-Dialekte haben oder wirklich da sind 2, 3 Bauernhafen und da geht so geschwärzt, und neben drunten 5 Kilometer weiter ist es schon komplett anders. Et Dir schon gespannt sinn op dem aller Atte sein nächste Projekt. Ideen ginnet da genug. Wenn eng Schmier ist, dann ist es am meisten geschenkt Butters. Weil für den Atlas, das wird den zweiten Teil, der Wurdatlas zu machen, ich hoffe, dass ich all genug gehen mit der Manischen. Schein der toffen alle go mat alle, dats dat geschieht. De Reportage könnt ihr uns den Nowen op Tele Lützeburg gesinn, dënner och nach Robert Lou oder Robert Play, wie gesot Dir se die Eichtie gesinn, méi et geht an noch lo andere Difter mat. Den Atlas selber, de könnt der lo gleich mal richtig gesinn. Fir drunherem Rewer nach enkeer Musik, ganz wenn mam Duo och fee. Übrigens passt der Schwach von den Instrumenten den Nowen nicht nur akustisch bei der Zeremonie. Das hat mir den Direktor vom ZLS, Luc Mertling, verraten. Er passt ganz gut bei den Atlas, weil die Seite von der Harfe, das sind etwas wie die Längegraden und Querflöte als etwas wie die Breitegraden. Voilà, also, wir hören dann ja den Duo Orphée mit Lascivo Exotico von Marc Berthaumieux, auf der Flöte Etienne Plasman, Harfe Geneviève Contant.
So, da geht es los. Da kommen wir bei den Höchstpunkt von oben. Wir müssen nicht endlich das Werk hier dann noch mal präsentieren, den funkelneue Spruchatlas 1900. Und dafür bieten ich dann noch ein paar Bünden, Herr Minister Claude Meisch, der Jean Hensch vom Institut Grand Ducal, der Professor Dr. Henning Lobin und der Kommissär für die Lützeburger Spruch, der Pierre Reding, weil der sieht, nom Grand Duc die echt, die in die Wahrheit kriegen. Wann ich geliebt. An die Wahrheit gehen sie natürlich von unseren zwei Autoren, vom Allerarten, dem Claude Schmidt, auch von den Linguistinnen aus dem ZLS, dem Sarah Martin und dem Nathalie Entringer, die auch auf die Bühne kommen. Aber die Bücher, für die hier hinzubringen, dafür brauchen wir ein bisschen extra Logistik. Gesehen, dass sie gehen gerollt. Herr Minister, der kriegt das Monumentalwerk vom Allerarten überreicht. Da ist es. Claude Schmidt überreicht es. Und den Herr Ensch. Nathalie Entringer und den Professor Dr. Lubin. Und Sarah Martin und der Kommissär von der Lützeburger Spruch, den Pierre Reding. Weil sie vorher ging ich auch bitte schon hier rüber zu kommen, für mich gleich, ja, da vielleicht für ein Foto, da soll ein auch dort hören, mal ein all zusammen drauf sind. Packt es, ist nicht so schwer.
Merci. Ja, da. Voilà, vielmals merci. Genießt der Ricardo. An Dotteren, die gingen stabieren, halb Platz zu holen an dieser Runde. Hier bei mich. Voilà. Ein bisschen muss man ja nachher darüber schwätzen, aber immer dazu kommen, mehr gewollt zu gehen, weiß man ich nach einem kleinen Film, den ich nicht gerade Geschichte weiß, wie alles entstanden ist rund um den Lützeburger Spruchatlas 1900. An den 60er und 70er Jahren von irischen Jahrhundert ist alle Arten landbekannt als Spruchmates quer durch den Grand Duché und das Starler Land gezogen, für zu dokumentieren, was für Lützeburg Leute an den verschiedenen Regionen geschwärzt haben. Für ihren Spruch zu sammeln, heute sich mit Leuten erhalten, die 400 oder 1900 geboren waren. Gut 15 Jahre lang waren alle Arten in NRW, meistens zu Fuß. An dieser Zeit hatten auf 546 Plätzen am Lützeburger Land und auf 72 Plätzen am Arler Land die Leute genau noch geleistet an ihr Spruch abgeschrieben. Bei ihnen daheim, an der Wirtschaft oder sogar im Feld wurden sie zum Beispiel gefragt, wieso dir für das deutsche Wort Buch? Ich so ein Buch. Ich so ein Buch. Ich so ein Buch. Das Resultat von einer jahrzehntelangen Arbeit. Jetzt froh bei voll mit den verschiedensten lokalen Spruchvarianten. Lo hat in aller Arten Ordnung an das helle Wohldaten gebracht, an der Claude Schmidt, Geografieprofessor am Sportlycée und talentierter Kartograf, hat sie digitalisiert und aus der Karte gezaubert, die weisen, was für Lützeburg für 50, 60 Jahre am Lützeburger und am Arler Land geschwärzt wird und zum den nach bis heute geschwärzt wird. Das Resultat von der ganzen Arbeit findet ihr am neuen Lützeburger Spruchatlas 1900. Ja, wie gesagt, hier sitzen nicht mal 2 Leute zusammen, die an dem letzten ein bisschen mehr wie einem Jahr intensiv darunter geschafft haben. Ich meine, das letzte Jahr am Februar oder so was da gegangen, ne? Irgendwann am ZLS. Ja, also, ja. Aber dann einfach mal so froh, die ich alle 4. Was ist das für ein Gefühl, dass es da ist? Alle. Ja, also ich so, wenn ich Herr Minister gerade so, das und da wie ein Name, den Noven geht es für. Das ist da wie ein Name, das da und geht für. Ja. Okay. Claude Schmidt. Erleichtert und froh für daran an der Hand zu haben. Also wirklich, war aber richtig viel Arbeit an wenn den immer so digital schafft, für dann einfach das fertige Produkt zu erstellen. Mir ich weiß, dass es weitergeht. Also ich habe noch ein bisschen Angst dafür drauf, weil Noven kennt schon etwas. Ja, ja. Voilà. Sehr sterbig geht nur mit Martin, so wie wir den alle erkennen. Nathalie. Ja, also ich ging so wie Alkea am Center, wenn wir ein Projekt aufgeschlossen haben, sind wir ganz, ganz hilfreich und Frena ist dann die Leute zu präsentieren und ja, es war eine flotte Zeit und aber bon, geht ja dann noch einen zweiten Teil, von daher geht alles dann zusammen am Herzen nicht aus, ging so. Und Sarah freut sich auch darauf. Genau, und natürlich das Gefühl auch, dass das Buch dann aber läuft zu sehen, die 4 Kilo, die ja weit, wir hatten 4 Probeexemplar, oder am Vierfeld zu gucken, wie groß ist das, wie dick ist das, mir waren das natürlich dann noch gefüllt aus mit Karten, das ist eigentlich ganz anders impressionant. Ja. Ich kann mich erinnern, du hast mal gezählt am Viergespräch, die so tanzt du Boden Karten zu sinneren, zu tasseln, dass sie schön da renovieren, also das war physisch Arbeit. Ja, effektiv, da haben wir auch flotten Fotoshooting gemacht. Da haben wir wirklich probiert, eine Ordnung an die ganzen Blätter dort zu kreieren. Und ja, die waren ja auch am A3-Format. Und das sind dann gegangen, wie sie stand auf dem Boden auszubreiten und dann zu gucken, für die mal alphabetisch dort zu sondern. Das war schon eine interessante Arbeit. Alle, das ist alles umgegangen mit dir. An den 60er Jahren bist du auf Dres gegangen. Durch Lützeburg, bis durch Belgien, auf 613 Plätze warst du. Also du hast schon ein bisschen rausgefunden, wie du gegangen hast.
Wie hast du dann organisiert? Hast du da einen Plan, wo gehst du für dich? Oder? Das habe ich auch ein bisschen dem Zufall überlassen. Weil es wird ja nicht immer den gerade bereit bestehen, den ich gerade gesicht habe. Ne? Wenn ein Kollege sagt, du gehst noch nicht bei der Peter, den geht das, der Games, das ist gut, da gehen wir, das ist mir egal, das werde ich aufhängen. Und habe nur weise froh, dass ich das nämlich der beste Beweis, dass es echt ist, wenn ihn am engen Merk aufhängt, dann man dem anderen vier führt und kommt dann eine Ketten raus. Da weiß ich, dass den ungefähr den Durchschnitt gerobt hat. Dann ist es nicht eine Abbildung von mir, dann ist es nicht, dass ich, wenn ich den Punkt habe, dass ich so den zweiten muss ja selber gehen. Nein, ich sehe ja von einem sogar, das ist natürlich auch umgekehrt gewesen, dass ich Kanton bei Nähe gemacht habe. Ja, das ist auch passiert. Aber das tun von der Gelegenheit auf. Wie bist du dann da abgeholt gehen oder abgeholt gehen von den Leuten, wenn du gesagt hast, ich komme gerne abschreiben, wie dir schwätzt? Ja, das scheint du, aber ich sie überfallen, meistens nicht. Meistens hatte ich immer einen, der mich angefordert wird. Und der Mittelsmann ist so wichtig wie der Informant. Weil ich weiß ja dann nicht, ob ich unbedingt die Beste geworden bin. Wenn ich aber weiß, der Pastor, der Schulmeister oder der Gemeindesekretär, der weiß Bescheid, man geht bei denen, dann hilft doch noch, aus denen heiert der gut, aus denen umgänglich oder nein, das hängt auch damit zusammen, weil das ist eine Geschichte, ne? Dass wir, der Mann für immer ist so, er kommt dann nicht an der Prison. Die Manier, das hängt von ganz vielen Zufällen auf, aber der Mittelsmann ist so wichtig wie ein Informant. Und ja, das war 15 Jahre, wo du da in der Weg warst. Ja. Hast du dann am Anfang damit gerechnet, dass der doch wirklich ein als Buch nach rauskommt? Nee. Das kann klar allein auf 50 Jahre Tisch. Ja. Das ist auch ein puren Zufall. Also, wenn ich gucke, das hier nicht bis gemeint, mit 2/3 von meiner Klasse schon tot. Die mit mir die Premiere gemacht haben. Also, wenn nicht nach dort sind, hat man Glück. Du hast ja damals alles abgeschrieben, du hast die Notizen, du hast auch mit denen geschafft, ne, bei anderen Sachen. Ja. Und wie wollen wir das abschaffen für so einen Atlas? Wie bist du dann dafür gegangen? Also wir wissen, wie gut Verhalt du hast, wie gut du dokumentiert hast. Wir werden nicht aber nur so ein Abschaffen. Nee, also geplant wäre es ja von Anfang an, mit, dass du leid bleibst. Okay. Ich hatte immer zu tun. Und da du bleibst, bis du die Equipe bei Neva, das ist auch ein Glückszufall. Ne? Du hast man natürlich durchgemacht. Ein von den Glücksfällen sitzt Teil, das ist der Claude Schmidt, Geografieprofessor, aber auch talentiert Kartograf, wo wir gerade gelesen haben. Aber noch nie bis mit einer Spruchkarte zu tun. Nein, und noch an den letzten Jahren nicht so viel mit Karten eigentlich. Das ist schon normal Schule gehalten. Und hast du für Arbeitsspiele für meine Schüler mal ein Quad gemacht, aber war nicht an dem Muss wie der Teil. An der Schule musste selber erschaffen, an die Programme. Ich hatte Grundverständnis davon, aber es war auch viel, wo ich immens viel beigelehrt habe. Ja. Du kommst ganz viel Material von allen Arten, Symbole, die du auf der Hand gemalt hast, ne? Ja. Wo kommst du da drin? Dreiecken, Rundeln? Also ein ganz normal Schablonenkist an Papeterie. Oh ja. Ja. Und die Symbole, die sind dann mal digitalisiert gehen. Ja, für dich war das Problem auch mit der Grundkarte, weil die war an einer ganz anderen Projektion. Ah, ja. Das heißt, da hat man zum Beispiel den Nullmeridian war nicht Greenwich, sondern das war Ferro, das heißt Aliero, das ist eine von den Kanarischen Inseln. Und das heißt, das hat schon ein bisschen angepasst. Das heißt, das war auch gebastelt, so ein bisschen in der Nationalbibliothek, für mal rauszufinden, wie eine Projektion da am Anfang benutzt ist. Und dann war eben noch immer der Wunsch, für das noch können, mit anderen Karten zu vergleichen. Das heißt, da müssen eine moderne Kartografie angepasst gehen, aber im Bruchstung an der Erklärung hin hat sich irgendwie und Kirchturm geriet. Das heißt, nicht immer der Kirchturm vom Dorf geholt und du dann sein Belegochtpunkt hingesagt. Das heißt, es sucht dann die Alkarte mit dem moderne am Geoportal oder so für Kirchturm, dann für Punkte zu regeln auf Kirchturm und so. Und Geischel war verrutscht, oder? Ja, Geischel war verrutscht. Da war mal ein kleines Missgeschick geschieht.
durch den Geichel an der Belge. Und ich schon überall Gesicht Geichel an der Belge und go aber just Geichel zu Lützburg, ein bisschen nördlich von Eich. Ich meine, da ist ein Restaurant, ein Hotel, so just an der Grenze. Und die haben noch gut auf den heutigen Karten rumgefunden und nicht mal den Punkt von der Geichel schön brav und Lützburger Grenze gesetzt. Und du, wie wir bald fertig waren, aber du gesagt, ich war aber nicht auf der Geichel zu Lützburg, ich bin in der Belge. Der Punkt muss geregelt gehen. Das heißt, und du warst ein bisschen mir genau gucken, das war dann eine Mille, die war am Busch, die andere Seite von der Grenze, das waren 2 Häuser. Und ja, das ist dort gehecht ich meine, du warst mal bei 300 Quarte für den Punkt zu regeln. Und du hast mal die gute Idee gekommen, das aber zu programmieren und das aber relativ sehr gegangen. Ich weiß schon viel von diesen Karten. Du müsst mir mal ein Gesinn, Sarah, und zwar auch mit der nedischen Erklärung, weil so ganz einfach ist es nicht, damit umzugehen. Für Geosprofen ist es wahrscheinlich relativ einfach, zurechtzufahren. Wir sehen hier nämlich Kart, Deutsch, Buch, also das Urban ist immer ein Deutsch Stichwort. Karten sind alphabetisch. Voilà, und da war natürlich vielleicht ein kleines Tutorial, wenn ich schon lange an der Schule war und auch kein Geosprof oder Kartograf. Das heißt, wir gucken uns die einfach mal ein bisschen mehr genau um. Wir hatten schon viel über Dreiecken arrondeliert. Das heißt, effektiv, die Hauptsymbole sind hier Dreiecken arrondeln. Die Dreiecke sind immer blau und die Rondel sind eigentlich immer rot. Was heißt das? Also kann ich da schon mal denken, das ist nicht ganz random, aber das tut schon einen Hintergedanken. Und zwar haben wir insgesamt über 600 Punkte zu Lützburg an der Belge, mit der jeweiligen Zahl dabei und immer ein passendes Symbol. Und rot ist eigentlich dann, die rote Rondel ist dann eigentlich immer das, was nachher als Koine bezeichnet. Also das ist das, was heute sich in allermeisten Fällen als die etablierte Ausspruchvariante ist. Und blau sind eigentlich bei Dreiecke gibt verschiedene Varianten. Die Dreiecke sind aber immer lokal oder dialektal Varianten, die eben heute nicht als das etabliert gelten. Und dann haben wir hier auch noch ein groß durchgestaltet Legende. Das heißt, da gehen wir da gewohnt, wie auf den jeweiligen Plätzen der Schwarz, der ist auf phonetischen Zeichen, das ist also vielleicht nicht für jeden so einfach zu lesen, aber das kann da vielleicht aus mehrsprachigen Diktionären, wo dann am Hand und ähnliche Klammern umgehen ist, wie eine Variante ausschwätzt, zum Beispiel auch am LOD. Genau, und da haben wir dann zum Beispiel die Variante, wo wir oben aufhängen, Bauch, 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 den hatten, ich hoffe, dass man nicht zu streng mit mir, Buch an Buch, und rot haben wir dann eben halt Buch, das was Schiedvereine misst, bekannt sind. Und da haben wir auch schon die groß angeblendeten Formen, die weisen immer schon direkt auf ein Gebiet, was dominiert an der Karte selber. Genau, wir lesen das die Karte konkret, also wir haben dann eben für alle Punkte auch eine Ziffer, das heißt, es sind Gebiete von Alzing, an der Front schon für den dann früher, da war nicht so viel um 1900 oder auch noch in den 60er, 70er, da geschwärzt, wie war dort die Variante von Buch. Und da kann ich an einem Ortsregister oder einem Register mit all den Nummern nachgucken, Alzing, wie eine Nummer ist das dann, ich fand raus, es ist Nummer 487 und da gehe ich gucken und da fand ich Symbol, das ist ein eitlen Dreieck, da weiß ich früher, wo den du auch Bauch gesucht. Dann umgedreht kann ich mich natürlich freuen, vielleicht noch ein kleines Klammer. An den anderen Varianten sind auch immer Klammern, wo angewiesen wird, wie Hefeschenk-Variante 4 könnt und du die zweite lasst Buch, das heißt so ein Dreieck mit einem eitlen Rondel dran. Gesehen stecken immer 2x4, wo könnte 4 irgendwo du op der Musel an der Front natürlich wo ist das dort dann an der gucken ist da gesehen ich Ziffern 456 457 und du kannst über ein Register daraus von du hast wo man an wo man Bier stehen übrigens auch auf andere Plätzen ein bisschen mir extra schwarz an den Herr Atten hat natürlich ganz viel Karte selber gezeichnet. Vielleicht ein Lachsache, die ich kann so wirklich auf der Hand, das haben wir auch gesehen, wie wir am Reportage durchgeblättert ging. Und es ging aber ein ganz paar, die sogenannte, immer genannt, geschenkte Karten, das war, wo eine Wort eigentlich selbst war wie ein anderes. Der Tisch hat immer Deutsch Buch, aber mal Deutsch Kuchen, also Kuchen,
dann sehen wir also am Atlas gesehen, du hast die Verdelung genau selber. Das heißt, du hast den Herr Atten dann mal Chance, nicht immer mit Legenden müssen aufpassen. An der Wahl hat der Mensch über 300 selber auf der Hand genau gezeichnet, bis Schablon nicht mehr wollt. Ja. Die geschenkte Idee hat dem Claude Schmidt auch am besten gefallen. Die gut kommen, ja. Es waren aber oft so halb geschenkte Karten, weil den Eltern dann, das war ein geschenkte Karte und da war noch so ein Text dabei, du musst auch noch dazu ändern. Das heißt, dann war sie nicht mehr so verstoppte Geschenke. Ich meine, wir hatten 320 Einzelmustern, das heißt, von 6, man hatte 620 Karten und ein paar rausgeholt, aber es sind 319, 320 Einzelpunkte, verschiedene Punktmustern. Ja. So, wurde von der Legende geschwärzt, was da steht, und auch, dass das phonetisch geschrieben ist, die berühmten IPA-Schrift. Natürlich für was das sind wahrscheinlich viele Leute froh, die abschlagen, also ich kann das doch nicht lesen. Ja, kann ich ganz gut nachvollziehen. Das ist effektiv nicht so einfach zu entziffern. War am Hüllomol an eng Eichter fast op Trick gegraf, weil der Tierstadt besatz, also dass laut Atlas geht wirklich Ausspruch, das kann ihn einfach am besten mit dem Alphabet eben repräsentieren, hat also Rappes schwingenden Herr Atten hat wirklich ganz genau no gelauscht und hat auch ganz genau notiert, dann war ihm auch immens wichtig, dass da eben noch Lohai ganz genau dann so rumgeht, an dem Moment natürlich einfach probiert Rechnung zu drohen. Aber voilà, das war natürlich schon eine Evaluierung da. In general kann ich evaluieren, für das orthografisch einfach durchzustellen. Wir müssen aber so, und vielleicht können wir denken, die nächste Karte weisen. Wir haben eben einen Fall, wo der einfach schwer ist, dass dann mit diesen normalen Buchstaben rumzugehen. Da haben wir zum Beispiel die Haut, also Deutsch Haut, also das Organ. Und da haben wir zwei Formen, ein Kehr Haut und ein Kehr Hart. Also dann den offenen O, die kann man auch aus dem Wort Ja, und da schreiben wir auch ein O. An Hot gif auch mal eng O schreiben. Datcht nun du überhaupt kein Meigkeet fir dat orthografisch rumzugehen. An du hast einfach dat Alphabet méi präzis. Voilà, das ist aber bewusst, dass das nicht für jeder so einfach ist. Die nehmen der anderen das vielleicht inspiriert, dann will jetzt ein bisschen lehren. Ja. Voilà. Kann ihn doch lehren, ja. Kann ihn doch lehren, das ist nicht so kompliziert. Wir tun aber trotzdem noch eine Idee, wie das zugänglich in Zukunft genau, also wenn wir wissen, dass nicht jeder sich daheim hinsetzen geht und nicht verlehren, du mal aber schon evaluiert, wie können wir dem Grand Public ein bisschen als Zentrum entgegenkommen, für ihnen das dann trotzdem mehr zugänglich zu machen. Und dann haben wir verschiedene Ideen, das war mal, wenn wir Werte probieren, dass trotzdem mal so weit wie möglich ist, eben das orthografisch rumzugehen und das dann auch am LOD zugänglich zu machen. Und wir haben eben auch eine Art gefroren, und da fängt man ja quasi direkt unlassen, Tonstudio ja gut angeregt, dass den Herr Atten als die Form noch alle gut ausschwätzt, dass man dann noch eine Lauscherin, und wie viel doch schon angeklungen ist, das ganz durch Karten sind so gezeichnet, dass sie eben auch können online zur Verfügung gestellt gehen. Natürlich wäre auch vorstellbar, dass sie dann eine Online-Version möchte, wenn dann Herr No Kaché Lauscherin einfach drauf klickt an sich die Sachen, da kann eben vier so losen. Und dann ist hier schon eine Evaluierung wert, für dann eine aufgespeckte Version als Buch auch rauszubringen. Da muss man aber dann noch gucken, wenn dann auch vielleicht das mit den Legenden also ein bisschen anders durchstellt, dann so weit wie es geht, eben ob orthografisch Formen zurückgreift, oder vielleicht ist es wirklich schon ansteht, wie aus einem Fall eben dann ob phonetisch Zeichen. Also das Weg ist nur mal da, mit das ist noch nicht fertig. Ja, voilà. Also, das ist nur mal das, was, ja, das Hauptwerk, und da können wir da gucken, was man noch alles damit können machen. Schon nach einem Stichwort Koine zurückkommen, oder Standardspruch, das ist ja im Funkel das, was man alle normal schwätzen, weil die Variante ja ein bisschen verloren gehen, ne? Die verschiedenen Dialektformen. Ich meine, das geschieht vom selben schon länger dadurch, dass das Lokale zum Beispiel, dass Navigateuren überall geht. Wo schwätzt die Wart? Wir hatten nur den flotten Intermezzo, wo der Kommissar auf Besuch war, der zufällig mit einem am Bäcker geschwärzt mit seinem Dialektnoper. Die haben du flank direkt misslich geschwärzt. Das heißt, sie haben zwei Sprachen. So, sind da viele, die dazu behandeln, sind da aber auch viele, die hier verlieren. Das auch, ich meine, das nicht abzuhalten. Das ist ein Naturphänomen, den ist so. Ne? Wie die entstanden ist. Ich gebe so als Umgangsspruch als nicht mehr all wie Dix Allens. Ungefähr
kann so hat sie nämlich gut keine Ursache, sich zu verstellen für mich op der Bühne hun sie dat geleiert. Für mich also Garante von einer Koinet, das ganz einfach griechisch, das Wissenschaft so zu nennen. Garant von einer Koinet, das waren Verlege von diesen Theaterstücke. Also wie ich die Stück hier am Bistück Spiele gegangen sind, also am Pooldank, die hatten immer willes die Sache, sie haben all die Stücke auf Gutländisch gespielt, ob schon zu den Nähen, Pooldangisch geschwart. Wie von da nicht so viel schwarz da am Himmelswillen, das war so wie die Schneewillig gewusst hast. Wir haben doch du so gemacht. Mit dat stand der Lützeburg wat Mirlo Schwetzen ha Reneen ja. Dat as een bësse no gesicht gi wo aus wie gemerk kim dat al genee hier. Schwngen dat hunn op de Kärten ass dat opgefallen. Ja, do waren de befir dann die 500 Aderkarten op beneen ze leeren. Dat war auch bis so geprogrammiert gebastelt, weil das normale Kartenprogramm, du kannst in 2-3 Karten über den Deel dann irgendwann geht es schwierig. 600 sind dafür. Du nicht mal ein bisschen länger auffallen los und dann wie statt du bist gemacht und ich meine, Eltern hat eine 4 Ahnung froh war, aber wegen Dorf gehen da meiste Kräune dann an wie statt du ich weiß nicht, weil ich nicht wirst du die Karten über den hat, das Resultat, du warst ich war aber schon ein bisschen bewegt, weil ich wusste, wie viel Arbeit ich für 15 Jahre durch ganz Land zu und das Lunglo 50, 60 Jahre. Und dann bin ich gesagt, dass du, also, das war du nicht schwarz auf weiß, das war verschiedene Rottöne, ich meine, die Quader so am Atlas. Und das war schon so Fischbisch, das ist ein bisschen östlich vom Ulzestall, bei mir ist relativ zentral. Und du merkst aber auch ganz gut, dass Geografie aber noch eine wichtige Rolle spielt. Du gesagt, wirklich so ein Kehrgebiet an no de Renner do Franz dat ein bisschen auf und das ich meine den nach gesehen ganz urwen am Norden ich meine da sind nach knapp ich meine dat man so 28%, wo sie Standard Lützeburg schwätzen natürlich die kein Drittel von ihre Wälder die mir am Rest vom Land doch genet selbst benutzen und zum Beispiel zu Arel war dem Moment die waren aber auf 60% oder so das ist zu Arel aus viel mehr Lützeburg geschwert wie am David Aislake, ja. Und du hast dat sowieso schon am Gefühl, dass dat Shows verspech an dem Aktor wie du dein Ich hatte käme ungefähr op da raus und du seht hier wenn man da nicht falsch. Wenn man von der Spruchschwätzen die sich schon entwickelt an die abgezeschen gibt natürlich schon ein anderes Projekt, den das auch schon ein geklungen und dem dir 2 auch mal geschafft hat, die Schnissen-App von der Uni Lützeburg. Du also lokal durch Land gezogen an als überall abschreiben gerne wie schwätzen sie das war ein bisschen einen anderen Genre für Aufnahmen zu machen. Das waren doch Aufnahmen, ne? Das waren Aufnahmen, genau, ja. Also wir haben dort 2 ein Projekt mitgeschafft und also schön, dass ich ganz viel auch dafür benutzt, eben für meinen Doktorarbeit. Und ich bin froh, dass ich nicht für mich so rundherum laufe, weil heute habe ich jetzt 4 Jahre Zeit für seinen Doktorarbeit, das wäre ein bisschen schwierig gehen. Und ja, mir also sich da die neuen Technologien haben wir ein Stück genutzt und hat einfach jeder sein Smartphone dabei. Und das ist auch ein System, das auch schon im Ausland benutzt wird, also dem du kannst zurückgreifen, für dann eben eine App die Leute abzuholen. Das heißt, man eine App so entwickelt, wo die Leute dann eben zum Beispiel Satz gesehen haben, die sie sollten übersetzen oder Bilder, wo sie sollten einfach so was zum Bild gesehen. Und hat dann einfach in ihren Handy rausgespart und hat das dabei ist gelandet und nun ist das alles angelöscht und da sind noch richtig viele Daten eben rausgekommen und ja, die meist dann angelöscht und haben eben dann auch das alles immer abgeschrieben und dann eben daraus sind eben auch Karten nach anderen entstanden, die kann eben heute schon am Variationsatlas eben nur gucken und voilà, den Professor Dr. Gilles kümmert sich so schaut noch immer darum, für das weiter die ganze Zeit zu aktualisieren. Das ist just online, du kannst dann natürlich ein bisschen flexibel durchschaffen, wie du in einer Buchform. Wir können du Vergleiche machen zwischen dem Doten, wie weit sich entwickelt hat oder wie weit in eine andere Richtung gegangen ist. Natürlich. Ich meine, das nächste, wenn man am Wurdatlas fertig sind, dann muss das Tor rauskommen. Genau, dann ja. Nee, effektiv kann ich, vielleicht kannst du gerne drüber gehen. Genau, also natürlich, also kein Unterschied, wir waren am Smartphone NRW, die Leute haben an das Smartphone rangeschwart und Herr Otte war natürlich als eine einzige Person am ganzen Land NRW, ich meine, das gibt es nicht mehr unbedingt zu hinkriegen. Und da war dem Herr Otte ja
wichtig, dass effektiv dat eler Leute sind, die war ja dann im 1900 geboren, dat die spezifisch Leute Gesicht gehen, die fast verankert waren, verwurzelt waren an der Ortschaft, wo vielleicht sogar die Eltern auch aus der Ortschaft waren oder war vielleicht höchstens noch aus dem Notbesturf. Das heißt, du hast wirklich spezifisch nur gewisse Leute, ein gewisses Profilgesicht gehen, aber voilà, du war ja dann insgesamt ja nur etwas über 600 Leute, 600 Ortschaften. Und bei der Schnissen-App war ja echt die wir wollen so viel wie möglich Daten sammeln, wir haben keine Einschränkung an dem Sinn, dass wir versuchen, bei der Lützeburg kann der Mammenspruch oder nicht, Alter war es egal, Geschlecht war es egal, du hast einfach alles geholt, was man gut sind, die Leute haben an ihren Handy geschwart, also ist dann eigentlich auch ein richtig Unmaß und Daten, ich meine, es sind über 300.000 Aufnahmen mittlerweile. Rakom, und da haben wir uns aber nicht so wie den Herr Atte nicht auf den Dialekt beschränkt, mehr eben, zwar auch Dialekt auf Rot, aber auch Sorte von Variationen, also sie den DAX oder oft, sie den Tele oder Fernseher und auch so Sachen, weil war das so eine Pluriel für Bus, sie die Bussen oder Busser und so weiter. Voilà, Hat oder sie. Hat oder sie. Voilà, das heißt, wir haben zwar auch Dialekt gefragt, aber auch noch ein ganz paar die anderen Sachen, aber wir hatten eben relativ viel Sozialdaten, die Leute umgehen holen, weil sind so und so alt, sind so und so abgewusst, und dem an dem Land, das ist mein Mammenspruch, das heißt, da konnten wir dann noch zusätzlich Analyse, was natürlich, wir hatten dann noch ein anderes Ziel, konnten machen, und gesehen haben auch, dass zum Beispiel den Alter aber eine große Rolle spielt bei der ganzen Variation. Voilà, und wir haben auch gesehen, dass da, wo wir dann Dialektalvarianten aufgefragt haben, wir konnten ganz viele dialektale Varianten auch von nicht vielleicht Quantität Männer war, aber wir haben sie quasi nach all Fond. Und wir sehen aber, dass ein Alter natürlich eine Rolle spielt und dass da vielleicht für junge Männer oft die Variante benutzt wird, die Dialektalvariante, und mehr oft die solo mal etabliert Ausspruchvariante, aber nach weil man sie ganz oft auch fand. Ja. So, wir sind schon gewohnt gehen, es geht weiter. Du also wir gelodol, kommen wir bei der nächst. Du hast mal gesagt, alle fromisch, vier und allem, wie geht es lo weiter? Ja, ich probiere die zwei Bände vom Atlas, also nochmal den nächsten. Ich probiere die zwei zu vergleichen. An dem Spruchatlas, an einem Lautatlas in dem heutigen Fall, ein Formenatlas, so das Morphologie, die spielt eine zweite Rolle, aber gehen wir von Laut aus. Da ging ich von engem, Entschuldigung, den Ausdruck, von engem Etymon aus, von engem Stackfurt, wie das sich verschieden ausschwätzt. Die Karte sind all da, plus die zwei, die wir schon als vier schauen, also vom Panerübchen, von der Heidex, da ging ich vom Begriff aus. Da gucke ich mir eine Sache und oder irgendeinen Begriff und voilà, da haben wir. Ich frage dann, wie geht der Begriff ausgedrückt? Das kann ganz verschieden sein. Wir hatten den Fall, wo am Raulsinger Reportage hat sich von der Butter Schmier geschwärzt, von der Butter oder von, also du kann ich nicht mehr sagen, dass das Wort, das sind zwei Lexeme, entschuldigt das Fach Chinesisch. Das sind zwei Wörter. Und das Wortatlas, den hält eben die verschiedenen Wörter für einen Begriff. Also ich habe auf die zwei Manieren gefragt gehabt, ich habe also für die Phonetik gefragt gehabt, und für andere immer so einen Begriff, das nennt sich Onomasiologie. Voilà. Das ist der Wortatlas. Unter deutscher Philologie schwätzen sie auch so der Wortatlas. Das ist also was noch bleibt. Also die Questionnaire als halb ausgefärbt. Wie dick geht das Buch? Ja, also ich gebe so, es geht so dick wie das da. Aber, also wir haben recto verso gedrückt. Ne? Also das im heutigen Fall nicht, das muss kommentiert gehen. Das muss die zwei Karten, die dran sind, die sind ja kommentiert, ein paar Städtchen oder Wippchen, und dann Teidex. Also den Do, die war an, also den Lautatlas, die war anders zu kommentieren. Da haben wir 4 Stufen geholt. Allheideutsch, Sächsisch, dann für zu vergleichen, Mittelheideutsch, Mittelniederdeutsch, so kann es gewirrscht sein, das ist ein Vergleich. Und das ist auf der Loden, ich nenne zwei gut Wirke, No-Schlo-Wirke, ob der Wolfgang Pfeiffer hält, oder ob den
kluge Seebold huet, die sinn och net méi breet ausgewacht. Die Iwersicht, die mir do gemachen, die sind ungefähr so groß, wie wann der so ein Diktionär ging dopschloen. Mit engem Wutatlas, du könnt viel mehr am Bild. Also Glück gefallen sich ja gut die zwei Karten. Also die so gehen sie alle gut. So wie die haben gesehen, das vom Pandewipchen, der ist schon da dran, der das dann wie es weitergeht. Claude Schmidt, was kannst du schon all geplant für die nächsten Monate? Ja, er hat den Höchmann schon gesagt, den hat ein Quatsch schon dabei heute Abend. Das heißt, ich kann am schlimmsten Fall, wenn ich nicht schlafe, kann den Abend schon aufhängen. Kann ich mal gucken. Ja. Und das geht dann noch am ZDLS so weiter. Die zwei sind natürlich auch dabei, Nathalie und Sarah. Ja, ich meine, als Mittwocher für den Rest von mir sind wir noch als Matcher verplant. Gut, dann so ich vielmals merci für all diese Explikationen über den Lützeburger Spruchatlas 1900. Und als du, die könnten lo richtig entdecken. Ihre der aber so weit geht, mach mal lo nach eine musikalische Pause, bitte nach eine. Denn du auch für auf Bühnen, sie spielen als Chartas vom Victor Monti und dann kriegt er noch ein paar praktische Explikationen mit auf den Weg.
großen Applaus, große Merci und den Duo Orphée. Wenn wir da schon bei den Merci sind, muss ich schon viele sagen, so ein Projekt ist nicht so ganz lang, auch nicht in alle, auch von den langen Wege, aber den ZLS will dafür auch noch ein paar Merci lassen, die Damen. Ja, genau. Also, natürlich der Risiko zu vergessen, will man aber noch den Patrick Halle und der ganze Agence Park für Merci so für den super flotte Layout und die Gestion für 100 Karten der Legenden, das war nämlich nicht evident. Dann auch der Imprimerie Central für die exzellente Berodung, den perfekten Druck und die pünktliche Lieferung, auch ganz wichtig von den Atlassen. Und dann der Chefin Cynthia Schwickerath, stellvertretend für die ganze Division Imprimé et Fourniture de Büro vom CTO, für die unkomplizierte Gestion an so einem mega großen Druckauftrag. Dann auch nicht zu vergessen, der Fotografin Sophie Mark und der Fotograf Yves Kortum für ihr Flotporträt von den Autoren, die übrigens dann auch am Buch zu sehen. Dem, ja, du vergisst vielleicht direkt, die ganze Leute von der Location vom Forum Geseknäpchen auch hier, natürlich auch Media for All, die auch gefilmt und auch noch für den Livestream gesucht haben. Nicht zu vergessen, dem Kommissar Pierre Reding und dem Claude Schmidt, nicht als Geograf, aber Claude Schmidt aus dem Kommissariat, der ist immer mal dran dann dort zur Seite stehen. Und natürlich ein großes Merci als Minister Claude Meisch und überhaupt dem ganzen Edukationsminister für die Unterstützung all die Zeit. Vielmals merci. So, da sind wir gekommen. Ich weiß, die sind alle ganz ungeduldig wie endlich an das Meisterwerk, das Monumentalwerk da ranzugucken und dran zu blättern. Dafür noch ein paar praktische Informationen. Die Reportage, ich hatte schon gesagt, vom Raul Roos, den da gesehen hat, den heute Abend auf Tele Lützeburg gewesen hat, den fand auch noch am Replay. Mittwochmorgen von 9 bis 10 sind die Autoren vom Atlas zusammen mit Nathalie Entringer an der Emission am Funk Radio 100,7 zu hören. Ein Donnerstag um 4 Uhr von Nationalfeier, der ist die komplett Warte am Wort, dem Spruchatlas dediiert, 16 ganzer Seiten mit Karten, Interviewen und Informationen. Nächste Woche steht dann noch der RTL-Podcast Potpourri mir Schwätze Kultur am Zeichen vom Spruchatlas, den fand er dann auf RTL LU, RTL Play und noch im Radio. Ja, und dann, wenn der Lo rausgeht, da kriegt er noch eine Invitation an den Grab gedrückt. Für den 29. Juni könnt ihr schon notieren, um 5 Uhr an der Abtei Neumünster. Sollt ihr dabei sein, da geht eine kleine mobile Ausstellung über die Lützeburger Spruch ab, die wird präsentiert. Das Minister an den Center wären immens froh, hier rumzusehen. Und vielleicht wollt ihr ja auch die Expo einmal bei ihr speisen. Und am Foyer draußen hat er natürlich die Möglichkeit, mit den Autoren an den ZLS-Leuten über den Atlas zu schwätzen. Ihr könnt blättern, ihr könnt gucken, ihr könnt noch kaufen. Merci der Librairie Ernster, die draußen Stand hat. Und ihr könnt natürlich auch direkt signieren lassen. Voilà, das wäre es. Vielmals merci. Schönen Abend nach. Hi, und noch daheim Live.